Sultan ve organizacija CRC kız projektlarda uçtu. Uterzen boş gala kız Germania. Her Projekte zehoyu Friedenseichen einpflanzen Friedenseichen alü. Iza marşon diktadüş. Marşon diktadüş iza bok معنا دوش تنا دوق bok çulatsın boş kızar mah hoş politikers organizasyede hoş işte tanqidim davuş bu. Her ditte dadina her projekt dik çaqiri her projekt Kügel ho Barış Karbaçaku kuna atadwaş oytada Barış du bist von diesem Projektleiter. Kannst du kurz erzählen? Gerne erzähle ich über das Projekt Friedenseiche. Ja, mein Name ist Barış Karabacak. Ich bin der Projektleiter des Projektes Friedenseiche beim Einwandererbund und bin auch der Bürgervorsteher der Stadt Uetersen. Ja, warum machen wir das Projekt? Und wieso ist es so wichtig, dass wir dieses Projekt überhaupt verwirklichen? Und zwar geht es hier um den Weltfrieden. Wir möchten alle gemeinsam zusammen in einer Vielfalt, in einer starken Vielfalt gemeinsam leben können, in Frieden, in Akzeptanz. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Friedenseiche einpflanzen. Das ist übrigens heute die dritte Friedenseiche, die wir eingepflanzt haben. Die erste haben wir im Pinneberg, die zweite haben wir in Büsum und die dritte heute in Uetersen und die vierte ist jetzt geplant für Barmstedt. Die Friedenseiche steht für Frieden. Schon damals in der Vergangenheit, in der Geschichte zwischen Frankreich und Deutschland nach dem Krieg wurden Friedenseichen für den Frieden, für den gemeinsamen Frieden der beiden Länder gepflanzt. Und danach wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso von Damen Friedenseichen gepflanzt, um ein Zeichen zu setzen. Weil die Eiche steht für die Ewigkeit, für das Gemeinsame, für Stärke, für Wurzeln. Deshalb haben wir dieses Projekt auch heute verwirklicht und legen sehr viel Wert darauf, weil wir einfach gegen Rassismus eintreten müssen und sollten und für einen Weltfrieden uns einsetzen müssen, einen gemeinsamen. Egal woher der Mensch herkommt, egal wo die Wurzeln kommen, wie der Mensch denkt. Wir leben in einer Demokratie und die Demokratie möchten wir auch weiterhin behalten. Und deshalb ist dieses Projekt auch für mich persönlich eine Herzensangelegenheit und ich bin sehr, sehr froh, dass ihr auch heute dabei seid, dass der Europäische Tschetschenische Verein mit dabei ist und diese Projekte mit unterstützt. Also auch ein Dankeschön an euch tatsächlich. Ja, und danke an alle Mitwirkenden. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Projekt wieder. Danke dir.